Meine Damen und Herren, aus den Sartori-Sälen in Köln, Kölle Alaf, die Mädchensitzung. Hierzu wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Liebe Zuschauer zu Hause, Lev Jecke hier im Saal. Es ist wieder soweit. Das Warten hat sich gelohnt. Traditionell zu Viva Fastelovend, zu unserem Weiberfastnacht, wollen wir hier feiern und lustig sein. Ja, und herzlich willkommen zur großen ZDF-Mädchensitzung aus dem Sartori-Saal in Köln. Ja, getreu dem Motto, wenn wir uns pensen, sind wir von der Söck, also frei übersetzt in etwa, wenn wir die Kinder sehen, sind wir immer wieder überrascht. Wollen wir heute frei und voller Leichtigkeit, unbefangen und frei von Vorurteilen feiern und lustig sein, so wie es uns die Kinder vormachen und vorleben. Mit uns eingezogen sind 48 Pens aus 24 großen Kölner Karnevalsgesellschaften und die warten nur darauf, uns das Motto tänzerisch darzustellen. Doch bevor es soweit ist, haben wir auch noch ganz besondere Gäste vorzustellen. Wir haben heute hier das Kölner Kinderdreigestirn 2017. Ja, liebe Mädchen hier im Saal, ich darf euch die 3 Regenten der Kinder vorstellen, das Kinderdreigestirn. An der Spitze ist unser Prinz, Prinz Konrad Laschet. Und an seiner Seite mit einem wunderschönen Pfauenfederschmuck auf seinem Hut ist der Bauer. Bauer Jonas Bayertz. Und die zuckersüße Puppe an deren Seite, das ist die Jungfrau Clara Maria Kott. Ja, liebes Dreigestirn, nun seid ihr an der Reihe.
Und nun wird nicht mehr lang hier rumgeeiert. Fastelovend für alle. Jetzt wird gefeiert. Und jetzt machen wir... Und jetzt machen wir all zusammen mit unserem schönen Lied von Mickey Brühl. Musik bitte ab. Liebe Pens, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht und der Saal steht zurecht. Herzlichen Dank, bewahrt euch eure Natürlichkeit und eure Unbefangenheit und bleibt einfach so, wie ihr seid. Wir rufen aus auf das Kölner Dreigestirn, ein dreifaches Kölle! Dreigestirn! Kölle! Wir bedanken uns bei euch und ich bitte um den Ausmarsch.
aktuelle Themen vorzüglich und kurios zu reimen, das zeichnet unseren nächsten Gast hier aus. Er gehört zur Gattung der Reimredner. Und er ist auch ein echter Stammgast auf unserer Mädchensitzung. Und das völlig zu Recht. Hier ist der Tuppes vom Land. So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es euch? Das kriegen wir noch ein bisschen besser hin. Wie ist es euch? Hier ist der Tuppes mit viel Kölsch im Klav, Fastelavond, Lev, Mädchen und Gölle. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Kölsche Mädchen, Kölsche Junge sind dem Herrjot Jotje. Ne Kölsche, der singt, wat keiner versteht, selbst nachts um 3, wenn ne Trömmelsche. Und soll dich im Leben ein Mädel mal freien, muss sie hier aus dem Satori sein. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, doch auf jeden Fall hab ich den Verdacht, unsere Welt hatten. Und denk mir oft so ganz pauschal, das ist doch alles nicht. Silvester haben wir bei uns in der Stadt mehr Polizei als Raketen gehabt. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, küttern Schwarzschnüss von den Grünen daher und sät, man hätte Kontrollen gemacht, rein prophylaktisch auf Nafri-Verdacht. Ich sage lebend, Frau Bitter, Sie können am Dom auch einen Friedensbaum pflanzen und nächstes Silvester Ihren Namen da tanzen und geben vielleicht im alten Jahr noch ein Anti-Aggressionsseminar. Ich bin sehr gespannt und interessiert, ob Ihr Konzept dann auch funktioniert. Ja. Und da hatten die Grünen das gerade kapiert, dass sie sich damit hatten kräftig. Fiel denen prompt das nächste ein: Sex auf Rezept im Pflegeheim. Die erste Reaktion darauf: Et Pascha macht einen Seniorenstift auf. Weil ich die Nachrichten nicht mehr verstehe, guck ich nur noch Sissi auf DVD. Hör mal, wo du hinguckst, jede Probleme, nur Bekloppte und Extreme. Die einen sprengen sich gern in die Luft, während rechts die Intelligenz verpufft. Terror oder Fremdenhass, beides macht mir keinen Spaß. Beide Extreme hinein in den Sack, ab in ein Raumschiff und dann bitte zack, sucht euch zusammen einen neuen Planeten, da könnt ihr euch hassen, von mir aus auch treten, jedem das Seine, ich will nicht so sein, macht was ihr wollt. Jedem das Seine, ich will nicht so sein, macht was ihr wollt, aber macht es allein.
Wir geben euch gern zum Sprit was dazu, dann sind Terror und Fremdenhass endlich tabu. Ja, was jabet sonst noch auf der Welt, wat man nicht für möglich hält? Ja. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat neuen Präsident, bloß keinen gescheiten. Man fragt sich, wie sind die auf den bloß gekommen und haben nicht gleich Homer Simpson genommen? Kermit der Frosch wäre eine Alternative. Alles wäre besser als der Primitive. Das Einzige, was mir an den Typ gefällt, der hat die lustigste Hohlraumversiegelung der Welt. Die von der Leyen erzählte jetzt bei einem Likör, Mr. Trump und sie haben derselbe Friseur. So, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist der sonst den Helm bei euch macht. Steinmeiers Frank wird auch Präsident. Wenigstens einer, den man schon kennt. Das haben sich auch die Bayern gedacht und den Hoeneß wieder zum Präses gemacht. Alles kommt wieder, so sieht es doch aus. Jetzt warten die Bayern auf Franz Josef Strauß. Ja, warten tun sie auch in Berlin. Aber das mit dem Flughafen kann sich noch ziehen. Zu diesem Debakel sage ich euch prompt, wenn es da jemals zu einer Eröffnung noch kommt, geht garantiert und kurz darauf über Bethlehem ein Stern wieder auf. Geschockt war auch die Fußballwelt, als sich jetzt hat herausgestellt, Beckenbauer hat Geld kassiert und Ehrenamt neu definiert. Ich sag, hör mal Franz, was ist da passiert? Sagt er, frag besser nicht, es lief wie geschmiert. Und bei der Fußball-WM, was viele erheitert, wird der Teilnehmerkreis großzügig Da spielen 48 Mannschaften nun. Also mehr kann man für Holland wirklich nicht tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich krieg bald so viel. Mein Handy schreibt permanent nur, was es will. Ich fuhr zum Beispiel letztes Jahr mit dem Fahrrad Richtung Altenahr und schrieb eine SMS nach Haus. Ich mache gerade einen Mittagspaus, kehre schön gemütlich ein mit herrlichem Blick auf Erpel am Rhein. Ich wette, ihr habt keinen leisen Verdacht, was mein Handy hat aus dem Wort Erpel gemacht.
Dank dämlicher Texterkennungsfunktion stand dort stattdessen das Wort Erektion. Und so lautete die SMS nach Haus: Ich mache gerade eine Mittagspause, kehre schön gemütlich ein, mit herrlicher Erektion am Rhein. Und dann ist mir auch noch, was hab ich mich blamiert, in einer Chatgruppe mit 30 Leuten passiert. Habt ihr Spaß? Saßen letztens am Nebentisch in einem Lokal so zwei Ökotanten mit Batikschal. Hör ich eine von beiden zum Kellner sagen: Ich hätte gern ein Steak, aber bitte vegan. Ich sag: Hallo Herr Ober, ich drängel mich vor, ich hätte gern einen Porsche, aber ohne Motor. Lad so eine mal zum Raclette ein. Die isst zwar nix, aber lutscht am Stein. Meine Frau ist Veganer, das ist ein Malheur. Die futtert mir ständig das Vogelhaus leer. Lief Mädchen, wenn wir uns Pens sind wir von de Söck. Weil uns Pens sind unser größtes. Besonders auch, wenn man bedenkt, dass Kinderlachen Grenzen sprengt und du nirgendwo so viel Ehrlichkeit findest wie in den lachenden Augen eines Kindes. Das gilt weltweit und ganz allgemein. In Aleppo, Istanbul oder am Rhein. Und so manchen Krieg könnt man entbehren, wenn Erwachsene so wie Kinder wären. Uns Pens, das sind die Lück von Morje. Drum lasst ma von Hetze, Alter für Sorge, dat se Glück und Friede han und jedes Kind viel lachen kann, dann ist es auch um unsere Welt morgen ein ganzes Stück besser bestellt. Bis dahin aber seid euch gewiss, dass unser Fastelehr das Schönste ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine unbeschwert fröhliche Zeit. Dankeschön. Das war Jörg Runge als ne Tuppes vom Land. Und wieder hast du es vollbracht. Ein Vortrag, der viel Freude macht. Bei aktuellen Themen eben den Finger in die Wunde legen. Auch das gehört zum Karneval und du beherrschst es allemal. Herzlichen Dank, Jörg Runge als der Tuppes vom Land. Ja, lieber Tuppes, du wartest schon die ganze Zeit darauf, jetzt wird gebützt. Ja, wunderbar. Und wir rufen aus, auf der Tuppes vom Land, ein dreifaches Kölle! Tuppes! ZDF!
Lief Mädchen, wird es Zeit für richtig gute Musik. Tja, die Karnevalsbands, die sind in Köln wirklich legendär. Und unsere nächste Band, die gehört mittlerweile zu den absoluten Spitzenkräften im Kölner Karneval. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, denn es ist ein fantastisch guter Gesang und dazu wahre Meister an den Instrumenten. Hier sind sie, wir empfangen die Domstürmer. Hallo Mädels! Wollt ihr mal ein Lied so ganz ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschiene? Das hier mit kunstmiserabler Animation. Also. Es gibt Lieder von so Hus, die man einfach kennen muss, die man immer singt, weil es Freude uns bringt, wenn wir zusammen singen. Oft besungen wie die Flums, denn wir essen ja nichts. Und mit Häse lecker Mädchen muss es sein, ja und Coach, ja immer noch rein. Pass auf jetzt. Wir singen jetzt mit euch et ein kölsches Lied. Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Und ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Und los, ja! Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Mit nach Partners, Freund im Gesicht und nem Trommelchen aufs Blech. Standen wir morgens auf, unser Superdruck, never jedet uns doch Jod. Was haben wir nicht schon all gesungen, wie schön es hier doch ist. Wir sind dem Herrgott ja so gut gelungen und ob ihr wisst, reimt sich nur dreht. Ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Und ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Und und ihr. Ohne Ring, ohne Sonnenschein. Und Silberdach Russ, ein einfach fort, das geht doch Orange. Doch wenn eine echte Kölsche ist, geht man einfach kaputt. Denn ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Jedet nicht ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Und ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Und ohne Dom. Die Queen winkt auch immer so. Mädels? Das Lied ist aus! Ohne Dom. Ja, läuft wieder ganz hervorragend. Ach, ihr stachelt die Underhilfe. Ja, schön. Wir beenden das. Ohne Dom. Nein.
erreichen heißt international, ich mag dich. Und ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonne Schink, bei Feen kann ich ja nichts. Dankeschön! Musik aus Kölle, das ist Musik, wie wir sie lieben. Das sind die Domstürmer. Und auf die Domstürmer ein dreifaches Kölle. Domstürmer. Festkomitee. Und liebe Domstürmer, für so einen fantastischen Auftritt gibt's natürlich auch einige Rakete. Mädels, an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, hey. Kommando 1, 2, 3, hey. Kommando 1, 2, 3, hey. Herzlichen Dank, den Domstürmer, haltet durch. Wir sind tapfer. Dankeschön. Liebe Damen hier im Saal, er würdigt die Dinge gar hymnenhaft. Dinge, über die wir uns überhaupt gar nicht großartig Gedanken machen. Er ist dabei eloquent und charmant und stets zu unseren Diensten, denn er ist Kellner von Beruf. Doch das Reimen ist seine Berufung. Freuen wir uns auf Giesbert Fleumes. Oh, herrlich! Was für ein Anblick! Schön, dass ich hier bin. Mein Name, ich weiß nicht, ob es alle auch nach hinten mitbekommen haben, mein Name ist Fleumes, Giesbert Fleumes. Ich bin Servicefachkraft im 17. Ausbildungsjahr. Ja, ich serviere Ihnen heute keine Getränke, ich serviere Ihnen süffige Gedichte. Meine Damen, Konzentration. Jetzt kommt der gereimte Witz. Es wollten nach Hause zwei Eskimos. Der Eskimo-Mann war fassungslos. Wo ist unser Iglu? Ich finde es nicht. Die Eskimo-Frau fast zusammenbricht. Ich bin so blöd, ich kann es kaum fassen. Ich habe heute Morgen den Herd angelassen. Mein Atemtherapeut hat gesagt, ausatmen, einatmen. Ja, dafür hat er 120 € verlangt. Aber er hat auch gesagt, Herr Fleumes, Herr Fleumes, Sie sollten erst mal Ihre Mitte finden. Ja, die war schnell gefunden. Ich habe nur einmal auf den Boden geguckt. Meine Mitte hat sich mein Blick geradezu aufgedrängt.
Ja, jetzt kümmere ich mich noch mehr um meine Mitte. Ich habe extra dafür meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe ganz viele Diätbücher gekauft und habe genau das Gegenteil gemacht, was drin steht. So habe ich meine Mitte ausgebaut. Meine Schwiegermutter besteht übrigens nur aus Mitte. Nein, lassen Sie uns über den netten Teil meiner Verwandtschaft reden. Ah, jetzt fällt mir jemand ein. Ja, meine Urgroßmutter väterlicherseits, von der habe ich das Reimen her. Ja, ich habe ganz tief unten im Speicher hier ein Büchlein mit Lebensweisheiten entdeckt. Da steht zum Beispiel Folgendes drin: Liebst du zwei verschiedene Damen, verwechsle niemals ihre Namen. Oder werden Kinder unterm Weihnachtsbaum gesäugt, wurden sie bestimmt im Karneval gezeugt. Oder schläft mittags fest die Oma, nennt man das Suppenkoma. Schläft der Beamte intensiv, nennt man das Kantinentief. Oder folgender Spruch: Mit jeder Minute, mit der du mit deiner Schwiegermutter verbringst, verpasst du 60 glückliche Sekunden. Nein, meine Schwiegermutter hat aber auch eine einzige gute Seite: Sie kann ausgezeichnet kochen. Ja, sie macht ausgezeichnete Mettbrötchen. Ja, ich bin ja viel im Karneval unterwegs, da ernähre ich mich ausschließlich von Mettbrötchen. Für Sie und für alle Mettbrötchenliebhaberinnen hier im Saal Ode an das Mettbrötchen. Ich habe es extra nach einem Rezept von meiner Schwiegermutter geschrieben. Es wäre sehr schön, wenn Sie mit wohligen Lauten das Ganze lautmalerisch untermalen, also mit und A, wie bei diesen Fernsehkochshows. Das Publikum macht da auch immer und A. Ja? Ode an das Mettbrötchen. Ja, jetzt noch nicht, ist noch gar nicht zubereitet. Ein blondes Brötchen wird in der Mitte mit dem Finger aufgeschnitten. Zuerst eine dicke Butterschicht. Kalorienverzicht gibt's heute nicht. Rötlich schimmernd, leuchtend fett glänzt obendrauf das Schweinemett. Oh, sehr schön. Zwiebeln, Öllisch, grob gehackt, sind ins Hack schon eingesackt. Noch nicht auf das Brötchen stürzen, vorher salzen, pfeffern, würzen, dann wird endlich von dem Anblick hingerissen, selbstverständlich voller Lust hineingebissen. Mit einem Kölsch frisch und gekühlt wird das Ganze runtergespült. Jetzt noch einmal richtig aus voller Seele. Ja, und jetzt nicht mehr, jetzt kommt der Epilog. Es ist ein glücklicher Epilog, deswegen heißt er auch Happylog. Wenn dein Liebchen von der Schnittchenplatte genau den gleichen Happen hatte, wird es dir bestimmt was nützen. Du darfst sie leidenschaftlich bützen unter einer Linde oder Eiche. Denn der Atem ist der gleiche. Das folgende Gedicht stammt aus meinem Frühwerk. Es ist knapp 30 Jahre alt. Die Salatschleuder. Denn wenn die Trommel sich dreht, ich gebe euch einen Rat, macht den Deckel nicht auf, sonst haben wir den Salat. Indivien, Salat, Salat, Indivien, Salat. Jedes Jahr im Frühling, wenn die Sonne scheint, wenn die Knospen blühen, es im Boden keimt,
geh ich in den Garten, schau nach meiner Saat. Ich kann reichlich ernten, Radieschen und Spinat, denn wenn die Trommel sich dreht, ich gebe euch einen Rat, macht den Deckel nicht auf, sonst haben wir den Salat. Endivien, Salat, Salat, Endivien, Salat. Hier ein kleiner Auszug auf mein Programm für das Jahr 2018. Bitte, Herr Kapellmeister. Weiter bin ich noch nicht. Das war's. Nein, es war ja auch nur ein kleiner Auszug. Dankeschön, vielen Dank. Ja, lief Mädchen im Saal, das war Giesbert Fleumes Rupert Schieße. Ein ganz außergewöhnlicher Redner aus unserer Nachwuchsschmiede. Und wir rufen aus, auf Giesbert Fleumes ein Dreifaches. Kölle! ZDF! Festkomitee. Mädchen im Saal, nun ist wieder Musik an der Reihe und hierzu erwarten wir nun stimmgewaltigen Gesang und Musikalität, die wirklich unter die Haut geht. Sie verstehen es, einen Saal immer wieder zum Schwärmen zu bringen. Ich bin ganz froh, dass Sie hier sind. Empfangen wir gemeinsam die Klüngelköp. So, liebe Mädels, und jetzt spielen wir für euch unser neues Lied. Wir nehmen euch jetzt noch mit auf eine Reise und wir brauchen eure Unterstützung. Von euch brauchen wir 2 Wörter. Wohin und dahin. So, wir üben das jetzt mal, bevor es richtig losgeht, ja? Wohin und dahin. Wir fliegen
im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin, wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin, wir fliegen im Ballon. Wo die Sterne sind? Wir fliegen im Ballon. Wo die Sterne sind? Ja, super! Wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin, wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin. Ein bisschen Freude, ein bisschen Glück, einmal zum Himmel und zurück. Hast du Lust mit mir zu fliegen? Komm, ich nehm dich einfach mit. All das große schenkt dann klein. Weißt du, was ich damit mein? Am besten stehst du in Los Jan und wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin, wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin, wohin, dahin, wo die Sterne sind. Wohin, dahin, wo die Sterne sind. Werfe Samt und Sorge ab, etjet Hu und Niederraff. Über Hüser, über Jasse, ganz leise und ohne Ehl. Und wir fliegen durch die Spitze von der Kirche, die jeder kennt. Uns rum der Wolkensturm und wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin, wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin. Die Stadt weht ganz klein und wir sind ganz allein. Nur der Wind in unserem, der Moment ist einfach schön. Wohin, dahin, wo die Sterne sind. Wohin, alle, dahin, wo die Sterne, wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Dahin, wir fliegen im Ballon. Wohin, wo die Sterne sind? Wo die Sterne sind? Lass mal jetzt schunkeln! Wohin, dahin, wo die Sterne sind? Wohin, dahin, wo die Sterne sind? Wohin, dahin, wo die Sterne sind? Wohin, dahin, wo die Sterne sind. Danke euch. So, liebe Mädels, wir haben hier eine spitzenmäßige Atmosphäre. Einfach toll, super Stimmung. Und für solche Momente haben wir natürlich immer ein Lied dabei, was, denke ich mal, die meisten von euch kennen. Und dann singen wir jetzt zusammen. Wir fangen jetzt an und ihr steigt einfach ein. Die ganze Welt habe ich gesehen,
wollte nur weg, woanders hin. Ich war jung, hatte wenig Geld. Ich wollte wohin, wo es mir gefällt. Angekommen, das bin ich nie. Wusst meistens nicht, was mich so trieb. Doch mein Sehnsucht war näher dran. Ich glaube, ich fang von vorn an. Mädels, seid ihr bereit? Wenn am
Mädchen, das war Musik von den Klüngelköp. Herzlichen Dank dafür. Und wir rufen aus auf die Klüngelköp ein dreifaches Kölle. ZDF. Klüngelköp. Herzlichen Dank. Ja, Sie sehen es, die Bühne ist wieder frei und das bedeutet, es geht auch gleich weiter. Aber bevor wir zu unserem nächsten Künstler kommen, darf ich einen ganz besonderen Mann auf unserer Mädchensitzung auszeichnen. Er ist nicht nur musikalisch, professionell, sympathisch, nein, er trägt mit Recht den Titel schönster Kapellmeister von Kölle. Einen Riesenapplaus für Markus Quoth. Nun freuen wir uns also wieder auf einen Redner, eine sogenannte klassische Figur im Kölner Karneval. Mit seinem speziellen Auftreten und seinen geschliffenen Reimreden hat er den Kölner Karneval geradezu mitgeprägt. Und nun Opjepass hier im Saal. Gerade noch im Märchenwald, wo es einiges zu richten galt. Hierher in den Satori-Saal, um vorzutragen, wieder mal. Hochaktuell aus seiner Sicht, er. Ein gar seltsam kluger Wicht. Ach, wie gut, dass ich es weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. Herzlich willkommen, Rumpelstilzchen. Dem Schneewittchen sein Stiefmutter frug wieder mal im Märchenland: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sprach das Spieglein wieder, schiebet ehrlich zu: Die Schönste im Märchenwald bist du. Aber gleich da wirst du wieder sauer sein, denn fahr mal heut Abend in der Satori rein, da sitzen nämlich, wenn ich nicht kurzsichtig werde, die 1200 schönsten Mädchen der Erde. So, und zunächst hätte ich jetzt auch mal ein paar nette Töne zu der Silvesternachtskritik von der Palinke und Gröne. Die meinen ja, die Kölner Polizei hätte überreagiert und unsere nordafrikanischen Freunde diskriminiert. Offensichtlich haben die Hirnlose nur der eine Wille, der AfD damit in die Karte zu spielen. Ich hätte hier einen schönen Vergleich aus dem Gebrüder Grimmschen Märchenwaldreich. Wie die Prinzessin auf der Erbse, han die immer jetzt so Driese. Die machen ne Feitstanz, als wenn sie Rumpelstilzchen hieße. Uns Polizisten, wahrhaft tapfere Schneiderlein, werden dargestellt als böse Wölfe im Kampf gegen die armen Geißelein. Für uns Mädchen schlagen die sich mit dem Bahnhofsmob und so ein Idiote haue noch mit dem Knüppel aus dem Sacktrupp, während sie selber Silvester, verzeiht mir die Spitze, voll gefressen am Tischlein deck dich sitzen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ihr Rumpelstilzchen heißt. Aber auch im Märchenwald herrscht nur noch Streit über die Bewertung und Einschätzung der heutigen Zeit. Der eine sagt, uns jeder doch Jod, der andere meint, wir kommen immer zu Kot. Für 2 Jahre hielten uns die Griechen auf Trab,
Dann hätte es mit dem Putin nicht mehr geklappt. Im Sommer spielte die Engländer Bestuss und jetzt noch der Rumpelstilzchen vom Bosporus. Und der Rapunzel schenkt die Flüchtlingspolitik, bricht uns allen noch unser Genick. Und dass der einzige Politiker, der uns nicht bescheißt, aus dem Rheinland kommt und Wolfgang Bosbach heißt. Und ausgerechnet der hört ob dies Jahr und all die anderen Dilettanten blieben da. Bei mancher Diskussion schwoll dem der Kamm, da steht selbst der politische Gegner stramm. Hut ab, sag ich hier, ohne zu hetzen, aber ein Wolfgang Bosbach kann 10 herumeiernde Minister ersetzen. Und im Sommer kommt der Däumeling aus der Türkei zurück und rief, ihr glöftet nicht, ich weht verrückt. Schon die Frau Merkel mit der halben EU gesehen, die wollten beim Erdogan in den Pfütschenerinnen. Doch davor stand ein Türsteher und forderte dreist 3 Milliarden Eintrittspreis. Da röchelte Angela leichenblass, hier sind wir willkommen, wir schaffen das. Und tatsächlich rief der Schäuble, wir können hoffen, soeben ist ein Spender eingetroffen, wie aus dem Nichts mit strohblondem Haar, ein reicher Mann aus Amerika. Nennt sich Donald Trampel, der Superheld, sieht aus wie die dümmste männliche Blondine der Welt und meint, Angela, my pretty woman, ich kann dich sehen, nicht länger darben. Hier hast du Scheck über 1000 Milliarden. Die Frau Merkel hat vor Rührung geweint. Oh Donald, oh Trumpi, mein blonder Freund. Doch dann wurde sie wieder leichenblass, denn der Stunter Guido kann's von Verstehen Sie Spaß. Ich konnte das Ganze nicht mehr hören und dachte, du musst uns informieren. Nun ist die Hexe bei uns ein Wesen, die kann aus Karten der Zukunft lesen. Drum frage ich, liebe Hexe, kannst du mir sagen, wie sieht es in Köln aus in 2, 3 Jahren? Ach, seht die Hex aus der Kolbstraße, trecken die letzte Türke weg, sagen zu viele Ausländer, hat keinen Zweck. In Köln regiert die AKP, der Dom heißt Recep Tayyip Moschee, der DITIB hat eine eigene Rosenmontagszug waren, uns Kolumbiden sollen Burkas tragen, et Fussi Schulsche muss im Schleier eine Bauchtanz vorführen und im Ilverat statt Kölsche Tessie Tee serviere. Der Rewe Rapunzel, Hex, du bist doch bekloppt. Kölsche Mädchen tragen kein Burkas und kein schwarze Döscher um Kopf. Da kann der aus Ankara noch so tobe und brülle, wir lassen uns noch niedens vom Christo verhülle. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. An Spitze wird's ja an. Jetzt war der Erdogan im Märchenland, sprach Spieglein, Spieglein an der Wand. Wie kann ich der Welt beweisen, wie kriege ich das hin, dass ich der toleranteste Politiker aller Zeiten bin? Ach, seht das Spieglein, dann machst du erst mal in diesem Jahr der Böhmermann zum deutschen Botschafter in Ankara. Dann schlage ich vor, du lässt es richtig krachen, 30.000 deutsche Urlauber ein Demo in Antalya machen, die dann schwarz-rot-goldene Fähnchen schwingen und in Badeboots und Bikini Angela ist die Beste singen. Dann fände ich es noch besonders cool, wenn mit dir um Taksimplatz in Istanbul noch abends spät im Dunkele 100.000 Türke schunkele, ob schwarz, ob rot, ob rechts, ob links, bei einem Live-Konzert von der Gruppe Brinks selig dann nach Hause gingen und um Heimweg Halleluja singen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt.
Nelson im Märchenwald war letztes Jahr schon ein Streit entfacht wegen der Gestalten aus 1001 Nacht. Der böse Wolf war am Tobe, für mich ist jetzt Schluss. Ich jahre das fremde Pack wieder nach Hus. Wir haben hier lang genug gepennt, die Flüchtlinge aus dem Orient. Aladdin mit seiner Wunderlampe haut sich bei uns hier voll die Wampe. Alibaba mit 40 Asylanten im Gepäck frissen das ganze Schlaraffenland weg. Die sollen ihre Koffer packen. Das sind alles Terroristen und Kanacke. Da rief der eiserne Heinrich, du Hirnamputierte, bist du noch ganz dicht? Du Brungenverbrecher, du musst es ja wissen. Hast du nicht heimtückische Rotkäppchen und sing um meine Fresse? Der ist hier das widerliche Pack. Scholle jetzt der Knüppel aus dem Sack und brate dir jetzt ob der Pelz, damit du den rechten Schnüssen zählst. Es gibt sicherlich berechtigte Stimme, die sagen, wir können und wir dürfen nicht jeder nehmen. Und besonders die Ratte, die Silvester schon wieder am Kölscher Hauptbahnhof war, hat in unserer Heimat nichts verloren. Er war Menschen in Angst. Er war Menschen in Angst vor Volk und Gehetz, die bruchenden Wohnungen und unser Hetz. Da stand der Märchenwald auf und sang im Chor dem Wolf dat Lied von de Blackfüß vor. So sie mir all hier hingekommen, dat waren's in Kölle unsere Hit. Wir haben dadurch so viel gewonnen und so ein Bahnhofspack und so Nazis wie dich, die bruchen wir nicht. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ihr Rumpelstilzchen heißt. Apropos, wir sind, wie wir sind. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Wunderbar. Apropos Bahnhofspack. Deutsche Gerichte haben in einem Schnellverfahren jetzt unbarmherzig zugeschlagen. 2 Täter aus der vorletzten Kölner Silvesternacht erlebten eine Demonstration unserer Gesetzesmacht. Da wurde abschreckend, nachhaltig, Furcht eingeflößt. So werden Probleme dauerhaft gelöst. Dann nimmt man den Frauen doch ihre Sorgen. So fühlen sich unsere Mädchen geschützt und geborgen durch einen solchen Richterspruch. Knallhart und brutal. 1 Jährchen Bewährung. Und macht das bitte nicht nochmal. Da packt man sich doch an der Kopf. Sind wir im Märchenland endlich nur noch bekloppt? Wie wir hier nach Gerechtigkeit streben, würde ich euch gerne schriftlich geben. Wenn ich minge auftritt, hüg Abend, he schwarz mache tät, ich glaub nicht, dass ich in Bewährungsfrist gerät. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt. Noch eine herrliche Sitzung, guten Herr Junterhus. Ihr wart ein fantastisches Publikum und ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme. Tschüss und Alaf, das war die Hölle und ihr Mädchen, ihr seht Kölle. Fritz Schops. Und wir rufen aus, auf ein Rumpelstilzchen, ein 3-faches Kölle. Rumpelstilzchen, Festkomitee. Herzlichen Dank.
Freilief-Mädchen, seit Jahren musizieren sie im Kölner Karneval. Und sie sind dort auch überhaupt nicht mehr wegzudenken. Viele ihrer Hits sind zu echten Evergreens geworden. Tja, und auch heute gelingt es ihnen, den Saal stimmungsmäßig zu packen. Hier sind sie. Freuen wir uns auf die Pavaya! Und dieses Lied ist für jede einzelne von euch. Du hast das schönste Gesicht von Köln. Darum nach bin ich früher durch die Stadt gerannt und hat so manche schöne Frau im Arm. Doch als ich dich dann das nächste Mal getroffen hab, krieg ich keine Luft mehr und man wohnt jetzt fern. Sommersprosse und wilde Haar, da hab ich ja nicht lang gewahrt. Lippe wie Kirche so ruht, ich hab spontan zu dir gesagt, du hast das schönste Gesicht von Köln, du hast das schönste Gesicht von der ganzen Stadt, du bist leckerer als Kamelle. Und von dir will ich einfach nicht satt. Wenn dann mich stößt und mich trifft, bin ich hin und weg genug. Oh, denn das schönste Gesicht von Köln, das hast du. Wie ist lang her und für Wasser lebt der Ringe rauf. Ich bin noch verrückt von dir, wie und je. Jahrelang hältst du mich jetzt schon mit Dingen an, mich hältst du doch, wenn ich dich seh, was war das für ein Glück, dass ich dich getroffen hab, und wird es wirklich nicht gelaufen, dass ich Glück noch sagen kann, du hast das schönste Gesicht von Köln. Du hast das schönste Gesicht von der ganzen Stadt. Du bist leckerer als Kamelle. Und von dir will ich einfach nicht satt. Wenn dann mich stößt und mich trifft, bin ich hin und weg genug. Oh, denn das schönste Gesicht von Köln, das hast du. So Mädels, lass mal singen. La 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 Sommersprosse und wilde Haar, da hab ich ja nicht lang gewahrt. Lippe wie Kirche so ruht, ich hab spontan zu dir gesagt, du hast das schönste Gesicht von Köln, du hast das schönste Gesicht von der ganzen Stadt, du bist leckerer als Kamelle, und von dir will ich einfach nicht satt, wenn dann mich stößt und mich trifft, bin ich hin und weg genug. Oh, denn das schönste Gesicht von Köln, das hast du. Denn das schönste Gesicht von Köln, das hast du. So Mädels, jetzt kommt eure Stelle. Denn das schönste Gesicht von Köln, absolut. Und wir möchten gerne ganz kurz mal hören, ob ihr schon textsicher seid. 1, 2, 3. Du hast das schönste Gesicht von Köln. Du hast das schönste Gesicht von Köln.
Du bist leckerer als Rahm. Und von dir bin ich einfach nichts ab. Wenn dann mich böse betrifft, bin ich hin und weg in du. Achtung! War einfach, ne? Der beschützt die sich von Köln, das hast du. So, der war zum Üben, jetzt mit Inbrunst. Du hast es schönst die. Ein Traum, du hast es schönst. Du bist leckerer als Rahm. Boah, und von dir bin ich einfach nichts ab. Wenn dann den Stöße betrifft, bin ich hin und weg in du. Ekstase? Der mit schönste Gesicht von Köln, das hast du. Jetzt steigern wir uns bis zu einer großen Explosion. Achtung! Der mit schönste Gesicht von Köln, das hast du. Ich glaube, jetzt eskaliert es. Der mit schönste Gesicht von Köln. Dennis, glücklich, Albitz, ihr wart einfach unfassbar toll. Wir sagen vielen Dank, wartet gut und tschüss zusammen. Ja, liebe Pariah, vielen, vielen Dank für diesen fantastischen Auftritt. Herzlichen Dank und wir rufen aus auf die Pariah ein dreifaches Kölle! Pariah! ZDF! Ja, herzlichen Dank. Liebe Zuschauer zu Hause, was den Kölner Karneval ausmacht, das sind nicht nur die bis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Musikgruppen und es sind auch nicht nur die Redner, sondern dazu gehören auch die großen Tanzchors der Gardegesellschaften in Köln. Ja, und hier wird es jetzt auch feierlich, denn diese Tanzchors, die faszinieren einen jeden Saal mit ihrer atemberaubenden Akrobatik. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eines der besten Tanzchors hier haben, und zwar die Müllemer Junge. Gedreht. Allah und Fastelovend leef, Mädchen. Das Tanzchor der Originalmatrosen von Müllemer Bötsche begrüßt euch ganz herzlich heute hier im Satori. Wir nehmen euch jetzt mit auf ein kleines Schiffstour quer durch Köln. Wir fangen an in Müllem. Matrosen, stellt euch auf zur Müllemer Freiheit.
fantastischer Auftritt. Vielen Dank. Und wir rufen aus auf die Müllemer Junge ein dreifaches Kölle! Müllemer Junge! Festkomitee! Liebe Mitschwestern, bei einer richtigen Mädchensitzung gehört auch eine richtige Frau auf die Bühne. Eine, die uns aus der Seele spricht, die die Dinge beim Namen nennt, so dass wir merken, sie ist eine von uns. Tja, und wer könnte das sein? Wer spricht uns wie sonst niemand aus der Seele? Es ist Frau Kühne. Freie Bühne für Frau Kühne! Na, Mädels, da sind wir wieder unter uns, wa? Ja, das ist ja, wenn wir feiern gehen, das ist immer mit viel Arbeit verbunden, weil wir ja unsere Männer zu Hause versorgen müssen, ne? Ja, oder? Jetzt guck mal, da klatschen schon der Semmer. Ist es? Ich sag mal, ich behaupte, 90% von euch haben mit Essen für die Mikrowelle fertig stehen, ehrlich. Ja. Ich geh auch zum Beispiel total gerne feiern. Feiern ist schön. Ne, und da kannst du auch richtig schön Party machen und hatten letztens noch eine schöne Feier hier von der Nachbarschaft und es war ein bisschen blöd, weil also wir hatten richtig Stimmung, es war so 11 Uhr oder was, die Tür ging auf, kommen 2 Polizisten rein, ich natürlich direkt, ich sag, Mädels, macht lauter, die Stripper sind da. Ja, der eine war sauer, der guckte mich an, ich sag, reg dich nicht auf. Ich sag, du regst dich doch wieder nur so auf, weil Mutti euch heute Morgen wieder beide gleich angezogen hat. Nein, wie gesagt, bei uns so Feiern, die sind super. Ihr müsst nur immer ganz am Anfang da sein, weil sonst hinterher sprechen die alle so, du verstehst sie nicht mehr. Ja, und wichtig ist, du musst bis zum Schluss bleiben. Wenn du früher gehst, fangen sie an, über dich herzuziehen. Ist immer ganz wichtig. Schön ist immer, wenn du dann so richtig schön gefeiert hast, morgens im Essig liegst und es klingelt. Da kriege ich zu viel. Weißt du, musst ja aus der Bette raus. Und normalerweise bei uns in der Nachbarschaft wohnt Hildegard, die nimmt also auch, sag ich mal, so Briefe und Postkarten an. Postkarten beantwortet sie auch. Ja, nur von Päckchen ist sie fies. Das ist ein Paket, nimmt die nicht an. Und bis ich an der Tür bin, schon niemand mehr da. Da hast du so eine Zettel in der Kasten für so ein Paket. Ich kriege den Kopf, du kannst nie lesen. Du kannst nie lesen, wo sie das Paket abgegeben hat. Der Nachbar, der da drauf steht, den gibt es gar nicht. Weißt du, und DHL dauert halt länger, ne? Ich hatte immer das Gefühl, früher, die bei Klingelmänneken die schnellsten und besten waren, die arbeiten heute alle bei DHL. Und das Schlimme ist ja immer, du weißt jetzt nicht, wo es ist. Wenn mein Mann dann von der Arbeit kommt, da stehe ich schon in der Tür mit die Karte. Ich sag, Ralf, wir haben ein Paket. Such. Ja, dann schöckelt der los. Dann sitzt du zu Hause bis an Warten. 4 Stunden später kommt er nach Hause. Granatensatt. Ich sag, Ralf, und? Das ist aber gut, so ist es nicht. Ich sag, wo ist das Paket? Sagte, weiß ich nicht, sagte, Monkusch Karl-Heinz. Und das Schlimme ist ja, die
die trinken ja sofort, wenn Männer aufeinandertreffen. Wenn der nach Günther geht, wie soll ich euch das erklären? Günther arbeitet in der Brauerei. Günther kriegt so ein Deputat nach Hause. 10 Kisten. Jeden Monat 10 Kisten. Ich sag, Günther, was machst du mit den restlichen Kisten? Sagt er, die hole ich ganz normal im Getränkemarkt. Naja, das ist, weißt du, ich sage immer, mein Mann, der spuckt ja auch nicht drin, ne? Was der trinkt, sage ich immer, da kann ein Schiff drauf drehen. Ja, der hat echt eine Gabe, der kann dir einen leeren Kasten Bier, den kann der dir so in den Flur stellen, du hast keine Chance dran vorbeizukommen. Du musst ihn wegbringen. Macht immer noch so lustige Zettel drauf. Leer gut, voll besser. Ja, ich habe letztens noch in der Zeitung gelesen, wa? Ich sag, guck mal, Ralf, haben sie eine neue Krankheit entdeckt? Xenosilikaphobie. Sagt er, was ist das? Ich sag, das ist die Angst vor leeren Biergläsern. Sagt er, ist das nicht furchtbar? Sagt er, ist furchtbar. Ich kriege aber auch alles. Ja. Er kriegt zu viel, kriegt da. Weißt du, der mit seinem Bier. Vor allen Dingen hatten wir letztens, da gingen wir bei uns so durch die Stadt, da kam mir so ein Mann entgegen von Weitem, weißt du, so Kaliber, der brauchte den ganzen Bürgersteig. Mein Gott, hatte der geladen. Und es war 11, halb 12 war es. Ich sag, jetzt guck dir den mal an. So endest du, wenn du je näher der kam, ich denk, den kennst du. Ich denk, wovon kennst du ihn? Habe ich kurz überlegt und plötzlich fiel es mir wieder ein. Ich sag, da war ich mal mit zusammen. Wie sagt der, da war ich? Ich sag, da war ich mal mit zusammen. Ich sag, der hat mich sogar gefragt, ob ich den heiraten will. Ich sag, da habe ich aber Nein gesagt. Sagt er, wie lange ist das her? Boah, ich sag, 20, 25 Jahre. Sagt er, 25 Jahre? Und der feiert immer noch? Ja, so, das ist mein Mann. Solche Sprüche, die haut der einfach raus, da bist du... Wir hatten vor Weihnachten, hatten wir auch so einen Stress. Ihr kennt das, wenn ihr Weihnachten den Tannenbaum kaufen müsst. Das finde ich das Schlimmste. Also ich finde immer, da haben wir, wenn ich dem Mittwoch sage, wir gehen Samstag, da hat der ab Mittwoch, spricht der schon immer mit mir. Da fährst du irgendwo hin, du steigst aus und während ich noch aus das Auto an Aussteige bin, hat der schon der erste Baum in der Hand. Zack, der ist gut. Ich sag, der Ralf, der ist der erste Baum, wir müssen da erst mal gucken, der ist gut. Komm mal, den nehmen wir. Ich sag, Ralf, wir können doch nicht den ersten Baum nehmen. Ich sag, wenn ich den ersten genommen hätte, wärst du heute alleine. Ja, da stehst du vor das metallene Ding, weißt du, der hat er mir erklärt, heißt Tannenbaumtrichter. Weißt du, vorne Tannenbaum rein, hinten wieder raus, Netz ist drum, wa? Da stehen wir da und der verpackt gerade unseren Baum und mein Mann steht da und sagt, fein Ding, wa? Ich sag, was? Ja, das Ding hier, fein Ding, wa? Ich sag, was soll das jetzt? Da sagt der für den Mann da, sagt der, was machst du damit im Sommer? Ich sag, was willst du damit? Sagt er, ob ich das im Sommer leihen kann? Ja, sicher, sagt der, Sommer brauche ich das nicht. Ich sag, was willst du mit das sperrige Ding? Ja, sagt er, überleg mal, wie oft du im Sommer sagst, ich komm nicht in das Kleid. Na, schön, ne? Ja, so ist er. Da machst du auch nichts dran. Das ist wie, bei uns in der Straße sind die alle so. Die sind alle von der gleichen Schlag. Ja, bis auf den Bäckermeister. Also der Bäckermeister, das ist schon, also wir unter uns Frauen würden sagen, so ein Sahneschnittchen vor dem Herrn. Weißt du, so ein Leckerchen, wo du sagst, boah,
boah, den würde ich nicht von der Bettkante schubsen. Mein Problem ist, dass der sich da gar nicht hinsetzt. Ja. Und bis 8 Uhr verkauft der morgens selber die Brötchen und jeden Morgen ich da rein. Ich sag 6 Brötchen jeden Morgen, 6 Brötchen, immer da rein, 6 Brötchen. Und Dienstag war es so, da komme ich da rein, ich gucke ihn an, der guckt mich an und sagt, ich weiß es. Ich sag, was weißt du? Sagt er, ich weiß es. Sagt er, 6? Ich sag, ist mir egal. Ich sag, Brötchen kann ich ja trotzdem mitnehmen. Ja, die neue Verkäuferin, die der hat, die ist auch nicht ganz so... Hatte ich auch letztens, ich sag 6 Brötchen, guckt sie mich an und sagt, normale? Nee, ich sag, tu mal 2 Verrückte, 4 Bekloppte. Ja, nee. Nein, aber ich sag auch immer, bei der Bäcker, da erfährst du alles Neue, was Hildegard nicht weiß. Ehrlich. Also Hildegard ist schon Blockwart, also das lassen wir außen vor, aber bei der Bäcker erfährst du alles. Ne? Jetzt auf 27 zum Beispiel sind 2 neue eingezogen. Ich sag auch für die Bäckersfrau, ich sag, und was sind das für Leute? Ja, Sätze umgänglich. Ich sag, schon Witterung aufgenommen? Ja. Ich sag, wie heißen die denn? Ja, Sätze Kasimir und Kimberly. Im Grunde hast du direkt schon ein Bild, ne? Das ist... Dann habe ich sie gesehen, die Kimberly. Also ich sag mal, Männer sagen, die hat Holz vor der Hütte. Ich habe mir das genauer angeguckt, das ist Silikon. Weißt du, und da steht der eigene Mann und ist nur an Gaffen. Ich sag, hallo, hier. Ja, aber wenn ich sag, Ralf, hier guckst du und nicht da. Ich sag, und bitte auch in der Höhe. Ja, aber die hat da. Ich sag, ja, die hat da. Ich sag, und du guckst, ja, aber weil, überleg mal, das ist alles Silikon. Ich sag, ja. Ja, sagt er, und solche Mengen, ja. Sagt er, überleg mal, wie viel Duschkabinen du damit hättest abdichten können. Ja, so ist der. Genau wie, und Kimberly, das ist so eine, Kimberly sagt dann immer, ich bin alt, bin schon 31. Ich sag, was bist du? Ich bin alt. Ich sag, du bist 31, das ist doch nicht alt. Sagt sie, wie alt bist du denn? Ich sag, auch was mit 2 Zahlen. Ja, was muss ich der doch nicht sagen? Genau wie alt. Das ist sowieso, finde ich sowieso, alt ist doch ein blödes Wort, alt. Ist doch so ein Quatsch. Weißt du, alt ist, merkt das immer daran, wenn mein Junge so über alte Leute erzählt, da denke ich, ist ja schön, wie der so über alte Menschen, bis der dich merkt, der ist über mich dran. Da musst du aufpassen, ne? Genau wie ich sag immer, das ist auch Happy Hour, das kennen wir alle noch, Happy Hour, die lustige Stunde, 2 Cocktails zum Preis von einem, ne? Für das halbe Geld besoffen, das ist Happy Hour. Heute ist Happy Hour, wenn ich mittags eine Stunde auf der Couch kann. Ja, das ist nicht, oder auch schön, wenn du früher loszogst. Da haben wir früher vorgeglüht. 5 Wodka O zum Vorglühen. Ich habe das Leben so viel vorgeglüht, ich müsste heute noch brennen. Wie gesagt, ne, da haben wir 5 Wodka O getrunken zum Vorglühen. Heute brauchst du 3 Tassen Kaffee, dass du beim Elternabend nicht einschläfst. Weißt du, und dann hast du so eine Freundin, die steht da neben dir und sagt, tja, die Devise, Ingrid, ist Sport. Ich sag, was? Sagt sie, die Devise ist Sport. Ich sage, das Sportlichste an mir ist mein Eisprung. Ja. Nein, das ist so... Die ist so sportlich, die ist so, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist so ein Typ Mensch, wenn die morgens aus dem Bett, das ist so poff, wie so ein Toast aus dem Toaster, so springt die aus dem Bett. Ich bin eher der Typ Brötchen, was mit die Butterseite nach unten fällt und patsch liegen bleibt. Ja. Ja? Das Schlimme ist, die steht morgens auf
Und dann rennt die 15 Kilometer am Stück. Da brauche ich 2 Zwischenübernachtungen. Die ist, ehrlich, ich habe das manchmal schon morgens, wenn ich aufstehe. Weißt du, ich habe es immer so in den Rücken, weißt du, das ist, wenn du vorne hast, aber wenn du Bauch hast, hast du auch Rücken. Weißt du, wenn ich dann aufstehe morgens, dann habe ich schon Rückenschmerzen. Da sagt mein Mann immer, was hast du? Ich sage, ich habe Rückenschmerzen. Sei froh, das ist kein Hexenschuss. Ich sage, wovon willst du das denn wissen? Ja, sagt der Ingrid, die schießen doch nicht auf die eigenen Leute. Nein, ich hab das wirklich. Wenn ich aufstehe morgens und gehe von dem Schlafzimmer zum Badezimmer, da kriege ich Seitenstechen. Und die rennt 15 Kilometer. Da setzt du musst nach Fitnessstudio. Ich sag, was soll ich denn da? Hier sitze Fitness, du musst Kondition. Boah. Da bin ich da hingefahren, ich habe mich angemeldet, wirklich. Da sagt diese Trainerin zu mir, bleiben Sie doch gleich hier. Ich sage, da muss ich mich erstmal mental darauf vorbereiten. Bin auch wieder nach Hause gefahren und dann habe ich mir immer gesagt, so, morgen, aber übermorgen wirklich, also übermorgen. Ja, und dann sage ich mir auch, so, jetzt ist es soweit, heute fährst du hin. Ne? Und dann sagt mein Mann, ja komm, fahr mal. Ich sage, was? Ja, Fitnessstudio. Ich sage, warum? Jetzt fahr nach das Fitnessstudio ist bezahlt. Ich sage, das ist das Sofa auch. Da habe ich wirklich gesagt, so, heute ist der Tag, ne? Habe ich in eine WhatsApp geändert, bin im Fitnessstudio, hatte ich 65 Nachrichten, Ingrid, haben sie dir das Handy geklaut? Ich bin in das Auto und bin da hingefahren. Und komm vor das Fitnessstudio, kein Parkplatz frei. Ich bin 170 Meter weiter gefahren. Da war eine Pommesbude, da war einer frei. Das kann doch kein Zufall sein. Ja, da sagt meine Freundin, siehste? Ich sag, was siehste? Ja, bist du bestimmt rein. Ich sag, ja. Hast du Fritten geholt? Ich sag, ja. Sitze mit Cholesterin. Ich sag, ne, mit Mayo. Ja, siehste? Ich sag, was hast du mit? Ja, sagt sie, Ingrid, mit der Cholesterin, da musst du aufpassen. Ich erkläre dir das mal. Also Cholesterin, das ist so Sätze, es gibt gute Fette Sätze und es gibt schlechte Fette. Ich sag, ich bin zum Beispiel eine gute Fette. Ja. Nein, aber, weißt du, das ist doch, mein Gott, man hat es ja nicht von ungefähr. Oma sagte immer, Ingrid streckt den Bauch nicht so raus, dann bleibt es so. Bei Gott, sie hatte recht. Aber es ist ja wirklich auch schwer. Für mich zum Beispiel, wenn ich Aufzug fahre, wenn ich vor so einem Aufzug stehe, das ist nicht einfach. Du stehst da und die Leute gucken dich an von oben bis unten. Ich sage, ich laufe nur die Treppe nicht, dass sie nicht kaputt geht. Nee, und die gucken dich weiter an und sagen, fahren Sie auch nach oben? Nee, ich sage, ich fahre heute nach links. Ja, oder fahren Sie auch in die 2. Etage? Ich sage, nee, ich warte, dass die 3. Etage runterkommt. Ja, solche Sprüche, die brauche ich nicht. Es ist schwer genug, wenn diese Aufzugtür aufgeht. Und du gehst da rein und ich bin sofort nach diesem Schild am Suchen. Da ist dieses Schild, ihr kennt alle dieses Schild in dem Aufzug. 375 Kilo, 8 Personen. So, da stehe ich da. 305, boah. Da stelle ich mich schon immer ganz hinten gegen, ziehe den Bauch ein und denke, passen trotzdem keine 7 mehr rein. Ja, da stehst du. Weißt du, und wenn du überlegst, 375 Kilo, 8 Personen, dann darf von den 8 Personen jeder nur, darf dann, also von den 375,
darf dann, also jeder von denen darf dann, warte mal, 3 im Sinn, wenn ich dann 40, die Heizung durch die 10. Ah, pass auf, nee, stopp. Da stand 400 Kilo. Ja. Ja, so haben wir das auch gelernt in der Geigers. Nein, aber dann darf jeder nur 50 Kilo wiegen. Das hatte ich bei der Einschulung. Ich hatte letztens ein Erlebnis, das war einfach wunderschön. Meine Freundin und ich, beide ein Kaliber, stehen in dem Aufzug, fahren hoch und in die 3. Etage geht die Tür auf. Jetzt kommt eine junge Frau da rein, bildhübsch, super schlank, also so schlank, dass du sagst, auf so eine Längsgullidecke lieber quer drüber gehen. So schlank und die Tür geht auf und sie kommt rein und in dem Moment setzt der Aufzug piep. Hermann, die hat mich angeguckt. Ich sag, tja, zu schwer. Da guckt sie mich an und sagt, ich? Ich sag, wir waren schon drin. Hör mal, wir hatten so einen Spaß, wir sind noch 2 Stunden Aufzug gefahren. Da haben wir auch die... Und das finde ich ein schönes Schlusswort. Deshalb sage ich, meine Zeit ist jetzt um. Ihr wart ein super Publikum. Ich verschwinde jetzt hier von der Bühne und wünsche euch einen schönen Abend noch. Der Frau Kühne, Dankeschön. Natürlich auch unser Festkomitee-Orden. Vielen Dank für deine wahrlich realen Ausführungen aus dem Leben einer Frau mit einem Mann. Wir verstehen dich, wir fühlen mit dir und du hast hier wirklich völlig überzeugt. Herzlichen Dank. Verehrtes Damenpublikum, liebe Zuschauer zu Hause, unsere nächsten Gäste haben sich mit Kölschrock einen Namen gemacht. Und mittlerweile schwimmen sie auf der Volkswelle ganz oben. Doch das war nicht immer so. Nein, anfangs hatten sie es schwer, sich im organisierten Karneval durchzusetzen. Doch, wie sagt der Kölsche, man muss auch jünne können und es hätt noch immer Jote Jange.
Tja, und ich gönne ihnen den Erfolg von ganzem Herzen und freue mich, dass sie sich etablieren konnten. Knackig, rockig, die Gruppe Brings! Im letzten Jahr war ja nicht alles so gut bestellt in unserer Stadt. Hier wird viel Zoff und ich bin sicher, dass der liebe Gott in diesem Jahr ein bisschen besser auf uns aufpasst und dass ein bisschen friedlicher hier abgeht. Normal ist es ja hier friedlich, oder? Denn ich sage, oder? Pass auf, lass mal ein bisschen Halleluja zusammen singen. Dann passt der liebe Gott ein bisschen mehr auf diese Stadt auf. Ihr dürft schunkeln, gut jetzt. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich höre nie hoch, dass jeder lebt, dass jeder kennt und jeder singt, auch wenn du mit Musik nix am Mond denkst. Egal ob du auf Nähe bist oder genug hast von all dem Driss, nimm deine Herz und sing Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ja, wie sicher du da bist, wenn ein schwarzer Engel den Ziel da willst, nimm deine Herz und sing Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Das waren Stefan, Peter, Harry, Christian und Kai. Das waren Brings. Und wir rufen aus auf die Brings. Ein dreifaches Kölle. Brings. Festkomitee. Herzlichen Dank.
Zuschauer zu Hause, hier im Saal, in eine Rolle schlüpfen und eine gewisse Type verkörpern, auch. Und gerade das macht doch den Karneval aus. Ja, und unser nächster Redner, der ist ein Musterbeispiel für eine Typenrede. Man könnte allerdings meinen, er beherrscht die Rolle so gut, der spielt sich doch selbst. Entscheiden nun Sie. Hier ist Ne Hausmann. Abend zusammen! Abend zusammen! Geht euch gut? Geht euch gut? Mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr richtig. Man merkt das ja immer an Kleinigkeiten. Ich habe das gemerkt beim Fernsehgucken. Früher haben wir immer zusammen geguckt, Verbotene Liebe. Dann Sturm der Liebe. Und seit 3 Monaten gucken wir nur noch Tiere suchen ein Zuhause. Ja, das ist der Unterschied, wenn man auf eine Herrensitzung als Redner geht, denkt man, hoffentlich sind sie noch nüchtern. Wenn du auf eine Damensitzung gehst, denkst du, hoffentlich hast du die Haare gut. Ja, das ist für euch mit das Wichtigste, der Besuch beim Friseur. Die Frauen sagen ja, mit den Haaren kann ich nirgendwo gehen. Ist ja da jeder mit den Füßen? Ich meine noch immer, beim Friseur wird das schlechteste Deutsch gesprochen. Da kommst du rein als Mann, da kriegst du das Hemdchen um. Da guckt die Friseurin in den Spiegel und sagt zu mir, hatten Sie früher einen Pony? Ich sage, ja, aber heute bin ich mit der Pferd hier. Kapelle ist lustig als Redner, ne? Und am besten finde ich immer, wenn ihr Frauen euch beim Friseur unterhaltet. Hast du sie schon lang, kurz? Ja, das ist ein bisschen zum Denken, ne? Ja, ich hatte es aber mal kurz, lang. Jetzt habe ich sie schon länger, kürzer. Ich lasse aber wieder wachsen, auf kurz oder lang. Denn dann kommt immer der Kopf in das Becken und dann sagt die Friseurin, wie ist die Temperatur? Ja, schwer zu schätzen. Ich denke mal so 18 Grad. Ne? Und dann kommt die Frage, wie hätten Sie sie gern? Und heute, wir Männer haben ja meistens Undercut. Kennt ihr das? Undercut ist, wenn früher der Friseur mit der Maschine ausrutschte. Dann sagte der Hoppala. Und das heißt auf Englisch Undercut. Wobei die Frisur orientiert sich heute ja oft an den Fußballer. Die Jugendlichen haben ja heute ganz andere Idole. Aber ihr merkt das, ihr seid eigentlich zu intelligent für die Rede. Für die Stimmung sind Dövere besser. Denn früher war das ja so, da machten die Frauen sich die Haare zu Hause. Kennt ihr noch die Heimhauben? Ne, die gabet ja aus Plastik mit so einem Metallständer. Aber schöner waren die Schlauchhauben. Die wurden im Staubsauger angeschlossen. Na, das sah aus wie Raumschiff Enterprise in der Küche. Ich will die Firma nicht nennen, ich sag mal so, an Haustüren sah man so oft vor Werktoren, aber selten. Und die Vertreter, die klingelten ja einfach, heute müssen die sich anmelden. Früher klingelten die einfach, da sagte er zu meiner Frau, darf ich Ihnen mal meinen Kobold zeigen?
Da sagte meine Frau, ja klar, komm rein, ich hatte schon Angst, du wolltest mir eine Staubsauger andrehen. Meine Frau hat jetzt gesagt, wir müssen mal ein gemeinsames Hobby finden. Ich sage, ich hab schon eins, trink doch ein Bier mit. Sagt sie, du immer mit deinem Bier, lass uns was Gesundes trinken, Tee. Ich meine, früher gab es ja nur 4 klassische Teesorten. Schwarzen Tee, Kamillentee, Haarlebutten und der mit Evonü, Pfefferminz. Heute sind das ja alle Wellness-Tees, Sie kennen doch ja, die heißen, fühl dich wohl, sei ganz du selbst. Wenn du im 1. Stock wohnst, komm mal runter. Und bei Blähungen flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Denn so hat sich alles verändert, auch das Autofahren. Früher gab es ja noch kein Navi. Und sei mal ehrlich, ich sage das als Mann, wir Männer wären früher lieber 3 Stunden durch eine Stadt verkehrt gefahren, ehe wir einmal gefragt hätten. Ihr Frauen hättet direkt gefragt und wärt dann verkehrt gefahren. Und ja, und heute hast du ein Navi und wenn du verheiratet bist, hast du so ja 2. Ein freundliches im Armaturenbrett. Sag ja, ihr seid zu intelligent dafür. Und das kennt ihr ja von euren Männern, wenn man dann irgendwo eingeladen ist oder essen geht, dann sagen die Männer, ich fahr hin. Dann wisst ihr genau, dass ihr auf Wasser trinken dürft und die Männer wieder nach Hause fahren dürft. Oder man nimmt sie in Taxi, wobei Taxi ist auch so ein Thema. Die Taxifahrer wollen ja immer unterhalten, entertainen. Mir wird das reichen, wenn die fahren. Na, jetzt bin ich mit dem Taxi nach hier gekommen, da sagt der Fahrer, ich fahre nur ab und zu Taxi. Ich sage, ich auch. Ich sage, in der Stadt ist wohl viel los. Er sagte, auf Melaten war alles wie tot. Ne, und dann kommt der Funk dann rein, da kommen so zwischen die Gespräche, kommt der zentrale Rita, denkt dann, dass den Kabarettisten mitbringt, das Arschloch aus Aachen. Der sitzt schon neben mir. Unser Nachbar war gestern mit dem Hund beim Arzt zum Kastrieren. Ja, der Idiot, bei so einer schweren Operation nehme ich schon kein Haustier mit. Ich hatte am 2. Weihnachtstag, habe ich mir an einer Schokonussprinte eine Plombe rausgebissen. Und dann suchst du dann an so einem Feiertag einen Notarzt, einen zahnärztlichen Notdienst. Ich meine, ich wohne ja in der Aachener Ecke, ich habe aber direkt in der Nähe einen Notdienst gefunden in Remagen. Und da kommst du dann rein, da sitzen nur Notfälle. Keiner kann sprechen, aber irgendwas muss ja sagen. Mein Nachbar sagt zu mir, hast du Probleme mit den Zähnen? Ich sage, nee, ich habe die Prostata verstaucht. Sagt der Arschloch, ich sage, nee, die andere Seite. Da saß einer, ich sage, wovon hast du es denn? Sagte, von Pfirsiche. Ich sage, hast du die Büchse mitgegessen? Nein, sagte ich, habe aber einen Kern gebissen. Daneben saß einer, ich sag, wovon hast du es denn? Sagte, von Bananen. Ich sag, da ist doch ja kein Kern drin. Er sagt, ich bin drauf ausgerutscht und auf die Fresse gefallen. Und da saß eine Frau, die stank furchtbar aus dem Mund. Du willst ja keinen beleidigen, ich hatte schon 2-mal das Fenster aufgemacht. Sagt sie, mir ist kalt. Sag, mach du den Mund zu, mach ihr das Fenster zu.
Ich durfte als Hausmann dabei sein, ganz brav. Ihr wart super aufmerksam. Danke und Kölle Allah. Dankeschön. Live-Matche im Saal, das war Jürgen Beckers als Hausmann. Wir rufen aus, auf den Jürgen Beckers, ein dreifaches Kölle, ne Hausmann, ZDF. Herzlichen Dank. Live-Matche hier im Saal, liebe Zuschauer zu Hause, nun wird es feierlich. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, durch ihre Auftrittsbesuche, da erfreuen sie ausgelassen feiernde Jecke die gesamte Session über in und um Köln. Und auch uns wird nun diese Ehre zuteil. Deshalb, Live-Matche, bitte erhebt euch von den Plätzen. Wir empfangen nun die Regenten des Kölner Karnevals. Wir empfangen das Kölner Dreigestirn. Live-Matche hier im Saal. Ich freue mich ganz besonders, euch vorstellen zu dürfen. In der Mitte der Prinz Karneval. Prinz Stefan I. Stefan Jung. Und nun, liebes Dreigestirn, seid ihr an der Reihe. Sprecht zu eurem närrischen Volk. Danke, liebe Martina. Mädels, heute ist euer Tag. Viva Fastelavond. Seid ihr trupp? Ja. Ich weiß ja, wir sind nun auch jetzt morgen vor 6 Wochen ist die Reise gestartet. Es ist Tag gefühlt 317. Die Stimme hält noch einigermaßen. Es geht so langsam auf den Endspurt los. Aber wir haben viel Spaß an der Freude und hoffen, dass wir die letzten Tage jetzt auch noch gesundheitlich gut überstehen. Wir haben euch etwas mitgebracht. Was wird schönste Dreie stehen? Ganz ohne all die Jecke. Was wird der schönste Tag, den wir alleine leben? Denn nur mit euch
David, der größte Traum, perfekt. Und das ist das, was wir in unserer Session gelebt haben. Wir alle sind drei gestehen. Und vielleicht hat's die ein oder andere schon gehört, unser Liedchen. Das möchten wir euch dann jetzt kurz vorsingen. Ganz ohne all die Ecke, was für der schönste Tag, der man alleine lebt. Ja, nur wenn ich da weiß, der größte Traum perfekt. Wir sind drei gestehen. Eine Sitzung ohne Präsident, eine Funk ohne Marie. Das ist wie Tünnes ohne Schell, ein Lied ohne Melodie. Eine schmucke Prinz, eine schwarze Uhr, die schönste Frau der Welt. Er war ohne ich da jedes mit, ihr sind das, was wirklich zählt. Was für drei gestehen, ganz ohne all die Ecke. Was für der schönste Tag, der man alleine lebt. Ja, nur wenn ich da weiß, der größte Traum perfekt. Wir sind drei gestehen. Rosemond ohne Zug, Himmel ohne End. Kölle ohne Kölsch vom Fass, wie Sester ohne Bett. Eine schmucke Prinz, eine schwarze Uhr, die schönste Frau der Welt. Er war ohne ich da jedes mit, ihr sind das, was wirklich zählt. Was für drei gestehen, ganz ohne all die Ecke. Was für der schönste Tag, der war alleine lebt. Ja, nur wenn ich da weiß, der größte Traum perfekt. Wir sind drei gestehen. Ohne dich, da wäre man nur drei von einer Million. Doch mir all zusammen lebe kölsche Tradition. Was für der drei gestehen, ganz ohne all die Ecke. Was für der schönste Tag, der man alleine lebt. Was für drei gestehen, ganz ohne all die Ecke. Was für der schönste Tag, der man alleine lebt. Ja, nur will ich da weiß, der größte Traum perfekt. Wir sind drei gestehen. Ja, wir all sind drei gestehen. Wir all, oh, ihr sind drei gestehen. Ja, liebe Mädchen, lasst uns ausrufen auf unsere tolle Vaterstadt Kolonia, auf unser geliebtes Brauchtumsfest. Dreimal von Hetze, Kölle! Drei gestehen! ZF! Ja, herzlichen Dank, liebes Dreigestirn, dass ihr uns so einen schönen Moment beschert habt. Wir hoffen, dass in 4 Tagen beim Rosenmontagszug fantastisches Wetter ist. Da werden wir euch wiedersehen, da werden wir euch zujubeln, genauso wie hier. Und jetzt, vielen Dank.
unvergessliche Auftritte, ob im Kölner Karneval, wo sie groß geworden sind, oder in der gesamten Republik. Jeder kennt sie, jeder mag sie, denn sie sind unbestritten Botschafter Kölscher Lebensart und Kölscher Lebensfreude und tragen so sympathisch und professionell unser Kulturgut hinaus in die Welt. Auch bei uns sind Sie jetzt herzlich willkommen. Deshalb empfangt Sie mit einem stürmischen Applaus die Hühner! Wunderbar, das jetzt in Verbindung mit Rhythmus und Text. Wenn es hetzt dich röf, hey, dann musst du laufen, dich hält nichts zurück. Also, wenn die Hand nach oben geht, ihr wisst schon Bescheid. Micky, kannst du mir mal einen Ton geben? Wunderbar. Und es braucht vielleicht noch ein bisschen Rhythmus und dann können wir anfangen. Wenn es hetzt dich röf, dann musst du laufen, dich hält nichts zurück. Ob Dingen wäsch noch für Richtung Glück. Ja, was war jetzt jedes einfach Richtung? Wir müssen nicht übel kommen. Hey! Wir haben studiert, wir haben probiert, es hat nicht so den Sinn. Es war so schön gewesen, doch da steckst du halt nicht drin. Es ist passiert, es ist vorbei und nix blieb wie es war. Die Würfel sind gefallen, das ist uns allen klar. Oh, oh, ewige Fünfe. Oh, oh, wie von einem anderen Stern. Oh, oh. Wenn es Herz dich rührt, dann musst du laufen, ich hätt nichts zurück. Und Dinge wäscht noch für Richtung Glück. Ja, was war jetzt wieder einfach Richtung Glück? Jetzt sind wir noch. Wenn es Herz dich rührt, hey, dann musst du laufen, ich hätt nichts zurück. Hey, und Dinge wäscht noch für Richtung Glück. Hey, ja, was war jetzt wieder einfach Richtung Glück? Baby, da ist jetzt frei, oh, bei mir alles im Lot. Das Glück kann man nicht zwingen, man braucht nur ein bisschen Mut. Es gibt nichts zu verzeihen, genug mit dem Verzell. Der Himmel ist nicht offen und doch oben ist kein Höll. Oh, oh, ewige Fünfe. Oh, oh, wie von einem anderen Stern. Oh, oh, wenn das Herz dich rührt, dann musst du laufen, ich hätt nichts zurück. Und den Weg noch für Richtung Glück. Ja, was war jetzt geht einfach Richtung Glück. Wenn es Herz dich rührt, hey, dann musst du laufen, ich hätt nichts zurück. Hey, und den Weg noch für Richtung Glück. Hey, ja, was war jetzt geht einfach Richtung Glück. Dann musst du laufen, ich hätt nichts zurück. Und den Weg noch für Richtung Glück. Ja, was war jetzt geht einfach Richtung Glück. Wenn es Herz dich rührt, dann musst du laufen, ich hätt nichts zurück. Und den Weg noch für Richtung Glück. Ja, was war jetzt geht einfach Richtung Glück. Super, bei den neuen Stücken schon so schön mitgesungen. Jetzt bleiben wir beim Thema und dazu muss ich mir ein ganz besonderes Instrument holen. Hand aufs Herz.
mit der Partners geboren, dort oben in der Tech, haben wir uns geschworen, wir jagen unsere Weg. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit. Weil es jede Augenblick nur einmal geht. Zum FC Köln und wir zum KIC. Wir trinken gerne 6 Kölsch und erfahren KVB. Henkel, Menschen, wir mit, bei uns ist immer ja Glas. Nach 4 Jahren, ja, noch kein auf Jos. Warte doch Gas. Hey, da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben immer Lust. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben immer Lust. Wir werden hübsch mooie, so schnell vergeht die Zeit. LFAA ist mooie, wir leben den Augenblick. Und der Augenblick, der ist genau. Da sind wir dabei.